Ja, merci vielmals, dass ich hier sein. Es ist für mich ein mega Privileg, bei euch zu predigen. Und über ein ganz spannendes und brisantes Thema, nämlich über Berufung. Und ich weiß nicht, was jetzt euch gerade durch den Kopf geht, wenn das Wort da in den Raum geworfen wird. Ob es die grossen Fragen sind, was denn meine Berufung jetzt ist. Oder wo Gott mich haben will. Ob der Ort, wo ich dran bin, richtig ist. Ich kenne die Fragen nur allzu gut. Und nämlich die grosse Frage, die ging auftaucht bei mir, ja, wann kommt der grosse Ruf von Gott? Und am liebsten eigentlich der, dass ich nach Afrika könnte gehen. Und tatsächlich gibt es ja so Leute, die einen grossen Ruf von Gott wahrnehmen. Heute wollen wir aber mal hören, was der Paulus, der Korinther, zu diesem Thema möchte sagen. Und vielleicht ist ja Berufung gar nicht unbedingt so etwas Zukünftiges, sondern vielmehr im Hier und Jetzt zu finden. Wir befinden uns in unserem Bibeltext vom Korintherbrief mitten in diesen Fragen, die Korinther an Paulus gestellt zu ganz praktischen Sachen im Leben. Letzte Woche haben wir gehört von Fragen zu Ehe und Ehelosigkeit. Und heute geht es eben um Beruf, um Sozialstand und um Berufung. Und ich möchte euch den Bibeltext gerne vorlesen und dann wollen wir zusammen schauen, was für Prinzipien wir noch heute aus diesem Bibeltext nehmen können. 1. Korinther 7, 17. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand im unbeschnittenen Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Und ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht Knechte der Menschen, Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Ich weiß nicht, in was für eine Lebenssituation ihr gerade seid, in was für einen Ort am Leben ihr gerade steht. Vielleicht hat es Leute unter uns, die gerade aus schwierigen Umständen kommen. Herausforderungen, Überforderungen, ja, es gibt schwere Schicksale, die Menschen müssen erleiden müssen. Oder vielleicht bist du auch gerade ganz zufrieden mit allem, was du hast und Gott einfach dankbar für das, was es gibt. Ja, die Lebenssituation, zu der redet auch der Paulus in unserem ersten Vers. Er sieht, dass jedem sein Stand, wo er drinnen ist, von Gott zugeteilt worden ist. Und das Wort «zugeteilt» ist mega spannend, kommt in der Bibel öfters vor. Und es ist eigentlich etwas, das Gott bereits gewirkt hat und es Menschen jetzt gibt. Man könnte sagen, es ist sozusagen von Gott geplant, vom Allmächtigen selber festgelegt. Und ich glaube, dass wenn wir unter der Führung von Gott leben, dass wir in dem hineingehen, wo Gott uns zugeteilt hat. Und wie wir schon gehört haben, ist der Bibeltext nicht irgendwie an Christen gerichtet, wo alles super frohlockend ist. Nein, es geht hier um Christen, die noch Sklaven sind. Und dann sieht der Paulus, hey, genau dort, wo du drinnen stehst, dort ist der Ort, wo Gott dich hergestellt hat. Er hat es dir zugeteilt und zugetraut. Genau der Ort, wo wir uns also heute drin befinden, die Lebenssituation ist nicht irgendwie zufällig. Nein, Gott selber hat uns das zugeteilt. Und hier ein schönes Blümchen mitgenommen von Margritli. Gestern Freitag konnte ich noch sagen, dass es vielleicht dort auch schon hat, aber das Adelboden mit dem Schnee, glaube ich, weniger. Das Basel jedenfalls hat schon ein paar Margritli. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Weil Margritli, die gibt es an recht vielen Orten. Ich habe gelesen im Internet, dass die sogar bis in Sibirien noch blühen können. Es gibt sie im Wald, es gibt sie in recht steinigen Gebieten, eben in Basel im Stadtpark. An dem Ort, wo sie hergepflanzt sind, nehmen sie wahr, was ihre Berufung ist. Und an dem Ort, wo sie sind, blühen sie. Wie bei uns, an dem Ort, wo wir sind, hat Gott uns hergestellt.
Weiter geht es im Bibeltext um Beschneidung. Und die Korinther waren in Aufruhr, wie sie jetzt richtig handeln sollen. Also sollen sich jetzt alle Christen auf das Mal beschneiden? Oder die schon beschnitten sind, das rückgängig machen? Das hat es tatsächlich gegeben, dass sie das zum Teil medizinisch rückgängig gemacht haben. Aber was ist denn die Beschneidung überhaupt? Beschneidung ist in der Bibel das Zeichen vom Bund, wo Gott selber mit dem Abraham geschlossen hat und mit all seinen Nachkommen. Also ein mega, mega wichtiges Zeichen in der jüdischen Tradition. Und der Paulus sieht hier nicht etwa, dass Beschneidung irgendwie falsch wäre. Er selber war ja auch beschnitten als Jude. Und er sieht aber auch nicht, dass es notwendig wäre. Zum Beispiel sehen wir unseren Mitarbeiter Titus, der hat kinderjüdische Wurzeln gehabt. Dort sieht er ihm, es ist nicht notwendig, dass du beschnitten werden musst. Also wir sehen, der Paulus sieht nicht, dass Beschneidung richtig oder falsch ist. Ja, was sieht er denn? Ich glaube, er möchte den Blickwinkel der Korinther ändern. Er möchte ihnen aufzeigen, dass es als Christ nicht mehr um die äußeren Zeichen geht. Nein, es geht um die inneren Zeichen. Es geht nicht mehr um das Äußere. Im Vers 19 seht ihr, beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts. Es geht nicht mehr um das. Es geht um das Innere, dass wir anfangen, in Christus zu leben. Und das Leben in Christus zeigt sich, wie wir hier auch sehen, dass wir eben Gottes Gebote halten. Der Leitgedanke zieht der Paulus im ganzen Text fort und sagt, hey, es geht nicht mehr um das Äußere, sondern um das, was innen ist und das, was wichtig ist. Die Korinther, die waren ja aufgeregt. Die sind jetzt Christen geworden und eben auch Sklaven sind jetzt Christen geworden. Und sie haben sich überlegt, was sie eigentlich alles ändern müssen. Ob sie all die Sozialstrukturen, die sie drinnen stehen, über einen Haufen werfen sollen und sich gar nicht darum kümmern. Und ich denke, in Korinth hätte das ein sehr, sehr grosses Chaos gegeben, wenn man da alle Strukturen hätte aufgesprengt. Auf ihre Fragen antwortet der Paulus ganz nüchtern: Jeder soll in dem Stand bleiben, wo er ist. Wenn du ein Sklave bist, sollst du ein Sklave bleiben. Und ich glaube definitiv nicht, dass der Paulus hier damit die Sklaverei legitimieren will. Nein, gar nicht. Weil im Vers 21 steht ja sogar, dass wenn du frei kannst werden, dann braucht das, sagt er den Sklaven. Und der Paulus selber ist es auch, der im Galaterbrief schreibt, dass in Christus kein Griech, kein Jude, kein Sklave, kein Freie, kein Mann, keine Frau mehr ist, sondern in Christus sind wir alle gleich. In Christus sind wir alle Brüder und Schwestern. Und ich glaube, das ist ein tiefer Leitgedanke der Bibel von Anfang an, dass wir als Ebenbild von Gott geschaffen sind, als gleichwertige Menschen. Ja, aber wieso sieht der Paulus jetzt hier, dass jeder soll bleiben, wo er ist, und dass Sklaven auch Sklaven bleiben? Ich glaube, auch hier will der Paulus mit den Blickwinkel der Korinther ändern. Er will ihnen sagen, dass es eben nicht die Lebensumstände und die Zustände, wo wir drinnen stehen, wirklich wichtig ist, sondern dass das, was wirklich wichtig ist wer, dass wir in Christus sind. Hier im Vers 22 ist ganz ein spannender Satz, den ich jetzt ein bisschen näher noch mit euch angucken möchte. Und der sieht uns ganz viel darüber aus, was es heisst, in Christus zu sein. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Und ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Herrn. Wir haben sozusagen einen Umkehrsatz mit 2 Teilen. Und ich möchte zuerst mal über den ersten Teil reden. Der im Herrn berufen ein Sklave ist ein freier Mensch. Frei. Ja, ich glaube, wenn du ein Sklave bist, musst du dich nicht mehr länger über das definieren, was der Paulus hier sagt. In Christus sind wir freie Menschen. Wir sind frei von dieser Macht der Sünde, frei von dieser tiefen Last. Frei, weil Jesus frei macht. Ja, wer in Christus ist, der ist wirklich frei.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt von unserer Identität in Christus, dass wenn wir in Christus sind, sind wir frei. Und im zweiten Teilsatz von diesem spannenden Vers sieht der Paulus eigentlich das andere. Er dreht den Spieß um. Er sieht den freien Korinther, die so privilegierte Menschen sind, dass sie sich auch nicht über das definieren müssen. Er sagt ihnen, hey, du musst nicht eingebildet sein, wenn du jetzt ein freier Mensch bist. Weil in Christus bist du nicht dein eigener Herr. In Christus folgst du am Herr. Ja, der Paulus sagt selber von sich gar einmal, dass er ein Sklave von Christus ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen anstössig tönt, so ein Sklave von Jesus zu sein. Aber was ist denn so ein Sklave? Ich glaube, ein Sklave ist einer, der eben nicht mehr sein eigener Herr ist, sondern sich unter die Herrschaft von einem anderen stellt. Ein Sklave ist einer, der nicht seine Wünsche und seine Rechte im Vordergrund hat, sondern der Wille von seinem Herr zu tun. Und ja, das ist definitiv ohne Teilsatz von unserer Identität, wenn wir in Christus sind. Sie nehmen wir unsere eigenen Herren, sondern wir sind am Herr selber untertan. In Christus sind wir also frei von dieser Macht vor Sünde und unter seine Herrschaft da. Das ist doch mal eine gute Nachricht und eine grossartige Identität, die wir in Jesus haben. Es ist durch ihn, durch Jesus, durch ihn sind wir teuer erkauft von dieser Macht vor Sünde. Und durch ihn sind wir auch unter seine Herrschaft gestellt. Ihr werdet nicht mehr Knechte von den Menschen, sagt der Paulus. Nein, ihr steht jetzt unter der Herrschaft von Gott. Ihr seid ihm untertan. Und ich glaube, die Veränderung, die fängt im Inneren an. Es geht nicht mehr um die Äußerlichkeiten. Der Paulus schreibt hier ganz klar, es geht jetzt nicht mehr darum, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten, ob Sklave oder Freie. Nein, was wirklich zählt, ist eben, wer das wir in Christus sind. Und ich komme nochmal zurück auf das Blumenbild. Hier hat es ja auch ganz viel, wo ihr es vielleicht ein bisschen besser noch vorstellen könnt. Eine Blume fängt ja auch im ganz kleinen Inneren an. Zuerst im Samen in der Erde und dann mit den Knospen. Es ist gegen die Bewegung von innen gegen aussen. Und erst so kommt sie zur schönen Entfaltung. Ich glaube, das ist auch mit uns so, dass wenn wir in unserem Inneren anfangen erkennen, wer das wir in diesem Jesus sind, dass das grosse und mega schöne Veränderungen gegen aussen wird haben. In unserem letzten Vers, im Vers 24, da sieht der Paulus nochmal, hey, dass an dem Ort, wo wir sind, in diesem Zustand, in diesem Stand, sollen bleiben. Das ist nämlich der Stand, wo Gott uns berufen hat. Berufung, das ist ein Wort, das vom griechischen Kaleo kommt. Und das heisst eigentlich rufen. Also Gott ruft uns auf, dass wir in Jesus leben sollen. Aber es heisst auch noch etwas anderes. So eine Art Zuspruch. Es heisst, du bist genannt. Du bist ernannt. Also wir sind genannt und ernannt, als neue Menschen in Jesus zu leben. Es ist ein Zuspruch an uns. Ich glaube, das ist Berufung. Und am Anfang haben wir gesehen, dass an dem Ort, wo wir uns jetzt gerade drinnen befinden, dass der Ort ist, wo Gott uns zuteilt und uns auch zutraut. Und genau dort drin sind wir eben berufen, ernannt als Christen. In Christus zu leben, seine Gebote zu halten. Und das begeistert mich so sehr, dass Gott die Veränderung vom Inneren schafft, von innen gegen außen. Also egal, welche Umstände, Zustände, Sozialstände wir gerade haben, Gott will von dort aus Veränderung schaffen. Und die Bibel ist eigentlich voll von so Menschen, die das so erlebt haben. Mir ist da der Josef in den Sinn gekommen. Ich glaube, wir kennen alle die Geschichte von Josef, der verschleppt wurde auf Ägypten. Und dann ist er dort in diesem Gefängnis, wo es kalt ist, grusig,
Und vor allem ist es mega unfair, dass der Josef dort in diesem Gefängnis ist, weil er hat ja dieser Frau von Potiphar gar nichts getan. Die Umstände sehr schlecht. Aber der Josef hat sich, seiner Berufung ist er sich bewusst gewesen. An dem Ort, wo Gott ihn hat hergestellt hat, er seine Berufung wahrgenommen. Die Veränderung hat in ihm innen angefangen, im Inneren. Und nachher ja grosse Auswirkungen gehabt. Wir wissen, dass der Josef nachher sogar das ganze ägyptische Volk vor der Hungersnot hat gerettet, weil er an dem Ort, wo er war, seine Berufung wahrgenommen hat. Und ich habe am Anfang davon erzählt, dass ich gedacht, Berufung ja, eben der grosse Ruf nach Afrika. Aber im letzten Jahr habe ich mehr merken, dass eben Gott mich an den Ort, wo ich jetzt gerade bin, herberuft. Für mich heisst das, mitten in Basel, wo ich wohne, dort darf ich meine Berufung leben, im Hier und Jetzt. Es heisst für mich, dass ich nicht zuerst auf Afrika muss evangelisieren muss, dass ich das in Basel auch darf und dass es dort, glaube ich, auch dringend notwendig ist. Es heisst für mich nicht, dass ich irgendwann auf Afrika muss Menschen dienen muss, nicht, dass ich eben schon meine Wegemitbewohnerinnen dienen darf, im ganz praktischen Leben, wenn sie krank sind, dass ich dort anfangen, meine Berufung wahrzunehmen als Christ. Ja, und vielleicht bist du jetzt heute hierher gekommen, hast dir am Anfang auch die Frage gestellt, was Berufung ist und wo Gott die möchte haben. Oder du kommst eben gerade aus einer Lebenssituation, wo es nicht einfach ist. Oder der Bibeltext aus dem Korintherbrief möchte uns ermutigen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott selber uns an den Ort, wo wir jetzt sind, hergestellt hat, uns das zugeteilt hat und uns das auch zutraut, dass hier auch jetzt der Ort ist, wo wir unsere Berufung leben dürfen. Als Christen. Wir sind berufen, in Christus zu leben. Und das ist doch genauso wie bei diesen schönen Blumen, die eben zuerst im Inneren anfangen, Knospen bilden und am Schluss dann zu einer schönen, grossen Blüte werden.